Ja, liebe Bochumerinnen und Bochumer, liebe Gäste bei unserem Turn-Solidaritätsfest, wir möchten uns als allererstes mal ganz herzlich bedanken für die Glückwünsche zum 50. Geburtstag von unserem Opel-Werk hier. Ich glaube, das ist heute ein ganz toller, ganz bedeutender Tag für unsere Stadt und ich möchte Sie herzlich einladen. Wir haben uns überlegt, als Opelaner, wir machen auch eine kleine Kundgebung zur Begrüßung und zur Dankeschön für die Solidarität. Und ganz besonders begrüßen möchten wir heute die Delegationen aus verschiedenen anderen Werken, unter anderem von Opel Eisenach, unter anderem von Rüsselsheim, von Opel. Und das ist ganz stark und das ist heute unsere Kundgebung dazu. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten über 260 Solidaritätserklärungen bekommen. Sogar aus Stahlwerken aus Bayern ist das hier rübergekommen. Wir haben eine hervorragende Betriebsversammlung gehabt. Sie haben es vielleicht gesehen in den Nachrichten. 11 Stunden, faktisch ein Streik. Wo Kollegen von THW, wo Kumpels von der Zeche, wo Kollegen von die Roster bei uns waren und wo deutlich geworden ist, dass es hier gar nicht um eine Sache der Opelaner alleine geht, sondern um einen gemeinsamen Kampf. Und ich glaube, unser Tag heute steht auch dafür. Steht für den Kampf um jeden Arbeitsplatz und er steht auch dafür, für einen internationalen Kampf. Wir erleben morgen, dass die Belegschaft von Peugeot in Paris-Orly in die 8. Streikwoche geht. Und das alles gibt uns eine sehr gute Unterstützung und, glaube ich, auch Rückhalt zusammen mit euch, zusammen mit Ihnen für unseren Kampf, der ein gemeinsamer ist. Wir möchten also heute erstmal die Delegation gleich begrüßen und die Situation im Werk und die Diskussion in unserer Belegschaft Ihnen näher bringen. Ja, das haben wir uns heute vorgenommen hier. Und als nächstes hat das Wort der Kollege Frieder Lutz. Oh, vorher lassen wir noch die Meierhahn-Gesellschaft vorbei aus Harpen.